Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz vor dem Champions League Spiel gegen Galatasaray Istanbul. Ich hoffe, ihr hört im Hintergrund den Laubbläser nicht. Hier die ganzen Nachbarn drehen hier schon wieder durch, Alter. Es fällt ein bisschen Laub von den Bäumen und dann laufen die den ganzen Tag mit den Laubbläsern durch die Prärie. Ich frage mich, was die Leute vor 10 Jahren gemacht haben, Alter. Wild. Naja, sei es wie es ist, wir gehen rein. Ich gucke mal, wie lange das Ganze dauert hier, weil es ja wieder so eine doppelte, erst mit Neuer, dann mit dem Trainer. Sollte der Neuer irgendwie schon 20 Minuten brauchen, dann werde ich das in 2 Teilen hochladen. Ansonsten ziehen wir es am Stück durch und damit rein. Servus. Servus. Ja, ein herzliches Willkommen allen hier in der Allianz Arena. Der FC Bayern freut sich sehr Laut, ne? auf das Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul in der UEFA Champions League morgen, nach 2 Wochen nach dem Hinspielerfolg am Bosporus. Damit auch willkommen zur Pressekonferenz. Da freuen wir uns ganz besonders über Manuel Neuer, dass er heute zugegen ist. Servus Manuel. Welcome back in der Champions League und dann... Ich muss ja sagen, cooles Shirt, wenn das Logo, was über dem T ist, in weiß wäre und das T nicht so penetrant da drin. Bitte schon die ersten Fragen, Fragewünsche, Anzeigen. I like it. Hand in die Höhe bitte und auf Mikrofon warten. Hier vorne erste Reihe, zweite Reihe. Julian Wolf für die Welt, bitte. Ja, vielen Dank. Hallo Manu. Hallo. Eine Doppelfrage sozusagen heute. Zum einen zu dir. Du hast, wenn du morgen Champions League spielst, hast du sozusagen alle Pokalwettbewerbe, alle Wettbewerbe einmal durch, seitdem du zurück bist. Kannst du einmal sagen, Ruhig, ne? Nicht überschlagen mit den Wörtern. wie hat dein Körper alles verkraftet? Es wirkt von außen so, als wenn es alles sehr, sehr gut läuft. Deine Parade gegen Reus wurde auch sehr gelobt. Also bist du wieder... Ja, komm, den musst du aber auch halten. Ne? Jetzt müssen wir mal nicht hier übertreiben. War natürlich gut gehalten, aber den musst du halt auch halten, wenn du... Erst recht, wenn du mal eine Neuer heißt. Also den hätte Ulle auch gehalten. Voll da, läuft es so wie erwartet oder sogar besser? Und die zweite Frage, wie hast du das Ganze, ja, den ganzen Zirkus sozusagen rund um den Trainer und seine Interviews, seinen kleinen Streit mit den Experten, wie hast du das erlebt? Es gab unterschiedliche... Was für ein Streit mit den Experten, Alter. Also, die haben ihn halt kritisiert und haben in den Raum gestellt, dass die Mannschaft nicht hinter ihm stehen würde und man hat da oder dass keine Weiterentwicklung da ist, hat der Lothar gesagt und dann hat er mal gefoppt. Ja, fairerweise muss man ja auch sagen, dass wirklich nicht viel Weiterentwicklung zu sehen war bis zu dem Spiel gegen Dortmund. Und Dortmund war jetzt ein Spiel, wo wir viel Raum hatten, viel Platz hatten. Sollten wir gegen Galatasaray eigentlich auch haben am Mittwoch, aber dann gucken wir mal weiter. Danach die Spiele werden wahrscheinlich wieder Mannschaften kommen, die sich hinten reinstellen. Und dann sehen wir mal, ob wir wieder diesen gleichen trostlosen Fußball spielen, den wir bisher gespielt haben. Und Personale Kimmich, müssen wir auch nicht drum herum reden, war nicht dabei. Ich denke mal, der wird gegen Galatasaray wieder dabei sein. Da wird keiner die Eier haben im Verein, ihm mal zu sagen, komm, geh mal auf die Rechtsverteidiger-Posi. Von daher mal abwarten, was die nächsten Spiele bringen, mal. Interpretation, ob es gut ankam in der Mannschaft oder nicht. Ja, wie soll das in der Mannschaft ankommen, Alter? Sollen die jetzt den Trainer da irgendwie bewerten oder was? Ich denke, die freuen sich auch mal, wenn da mal einer mal sagt, so, bis hier und nicht weiter. Ja? Hätte man natürlich noch ein bisschen besser kommunizieren können. Also erstmal die Reaktion finde ich okay vom Tuchel, habe ich ja auch schon gesagt. Aber man hätte dann im Nachhinein noch mal ein bisschen was nachlegen können, ein bisschen sachlich. Dann hätte man den komplett den Zahn gezogen. So kommt es halt so ein bisschen rüber, so, ich bin jetzt ein bockiges Kind und ich rede jetzt nicht mehr mit denen. So, das weiß ich nicht, ob das so der wahre Gang ist. Seine Reaktion finde ich gut, aber man hätte dann noch mal nachlegen können und argumentieren können, pass mal auf, hier, so, siehst du hier keine Weiterentwicklung, wir haben 14-0 in Dortmund gewonnen. Du bist ja ein toller Experte, wa? Ja, irgendwie so in die Richtung, ne? Ja, servus zusammen. Natürlich freue ich mich erstmal darüber, dass ich jetzt die ersten Spiele machen durfte und bin auch froh darüber, dass es so gut funktioniert hat. Klar reagiert der Körper noch, das ist ganz normal und gerade nach so einer langen und schweren Verletzung bei dieser langen Ausfallzeit ist es normal, dass auch nicht immer alles rund läuft, aber ich kann nur so viel sagen, dass ich mich immer vor den Spielen auch richtig gut gefühlt habe. Danach ist natürlich auch wichtig für mich, dass ich alles immer nachversorge. Ist ja auch nicht mehr der Jüngste, ne? Da musst du schon mal die Pflege, danach steht dann schon mal ein bisschen im Vordergrund, ne? Dann auch zu den jeweiligen Therapeuten gehe und
ich mich da um meine kleinen Baustellen auch kümmern muss und dementsprechend bin ich auch froh, dass ich morgen wieder das Champions League Trikot anziehen darf und dass ich auch so ein tolles Spiel bestreiten darf zu Hause vor den eigenen Fans gegen Galatasaray. Und ich muss sagen, dass ich das bisher auch sehr gut verkraftet habe, dass ich noch gewisse Dinge merke, das ist auch selbstverständlich. Aber so wie ich jetzt die ersten Spiele machen durfte, so habe ich das sehr gerne genommen und so kann es auch weitergehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob das so bleibt, ne? Ich meine, ist jetzt nochmal ein straffes Programm, aber dann ist ja auch schon Winterpause, also war schon der richtige Zeitpunkt, ihn reinzuwerfen, denke ich. Und ja, man wird sehen, wie der Körper dann reagiert, so am Ende des Tages. Ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, für uns in der Mannschaft war es kein großes Thema gewesen. Natürlich bekommt man das mit. Wir haben jetzt eine Trainingseinheit danach gehabt und gerade auch an dem Abend in Dortmund haben wir davon gar nicht so viel mitbekommen, weil wir auch in der Kabine sehr glücklich und froh gewesen sind. Wir haben zusammen gefeiert, diesen grandiosen Sieg in Dortmund und da ist der Trainer natürlich ein großer Bestandteil dessen gewesen und wir wussten schon, was wir da auch für ein Spiel abgeliefert haben zusammen und der Trainer hat uns sehr gut eingestellt. Ich glaube auch, dass das nochmal einen kleinen Schub so auch für den gesamten Kader gegeben hat, dass der Tuchel so sich klar pro Neuer eingesetzt hat und Manuel ist ja auch schon so einer der langjähriger Kapitän. Er hat ja auch eine gewisse Aura in der Kabine und so weiter. Ich glaube, dass er auch dann so schon dagegen gesteuert hätte, wenn da irgendwelche Störfeuer gewesen wären. Ich glaube, das war schon ein guter Schachzug vom Tuchel. Hat Tuchel ja auch nicht einmal überhaupt nur den kleinsten Zweifel aufkommen lassen, dass wenn Neuer fit wird, er auf jeden Fall der Keeper für ihn ist. Ne? Ich glaube, das tut dem Tuchel für Standing auch nochmal ganz gut. Auf das Spiel, wir waren alle hoch motiviert und wir haben uns darüber gefreut. Dankeschön, nebendran Heiko Nitterer für die Bild-Zeitung. Hallo Manuel, da würde ich gleich gerade mal anschließen an das Thema, wo du gesagt hast, kleinere Baustellen. Inwieweit hat sich jetzt seit der Verletzung so auch dein sportlicher... Hat er jetzt eigentlich irgendwie die Frage beantwortet, wie ihm das gefallen hat? Nee, ne, nicht wirklich. Alltag verändert? Du warst ja eigentlich immer ein sehr sportlicher Typ, du hast viele Fahrradtouren gemacht. Du bist Ski gefahren. Frage, hast du dir da selber erstmal ein Verbot auferlegt, gerade beim Skifahren, Fahrradfahren? Junge, willst du jetzt wohl nicht erzählen, dass du noch Ski fährst, Junge? Dann musst du die aber... Dann ist aber... Änderst du irgendwas in deinem Plan zu Hause oder wie ist das jetzt aktuell? Ja, aktuell ist natürlich so, dass ich meine Aufgaben habe an der Sebener Straße. Ich muss mich darum kümmern, dass ich immer gut ins Training komme. An Regenerationstragen ist es natürlich auch wichtig für mich, dass ich gerade solche Sachen habe wie das Radfahren und das ist wichtig auch für das Zirkulieren im Bein, dass da, glaube ich, die Prozesse einfach stattfinden, dass auch vielleicht ein bisschen Flüssigkeit auch abtransportiert wird und das ist auch ein wichtiger Ausgleich für mich, für den Körper, für den Geist und das, denke ich, ist auch wichtig für mein Bein einfach, dass da, falls ein bisschen Flüssigkeit nochmal ist auf der Seite, dass es auch abtransportiert wird und dass die Lymphe da gut funktionieren. Links. Die Frage zum Skifahren irgendwie ist der neue Profi darin, die Fragen immer nur halb zu beantworten, ne? Nur was er Bock hat. Das hat er schon ganz gut drauf. Er ist ja auch ein erfahrener Knochen. Ne? Oben Klaus Bergmann für die dpa. Also, ob er weiterhin Ski fährt, haben wir mal außen vor gelassen. Die ist jetzt kein Nein, wa? Herr Neuer, so in der ganzen Diskussion und Thematik am Wochenende ging es ja auch darum, wie gut ist der FC Bayern denn jetzt eigentlich? Wie können Sie es denn mal aus Ihrer Sicht einschätzen? Champions League läuft alles nach Plan bislang. Bundesliga ist gut, es gibt das Pokal aus. Auch die Leistungen sind nicht immer über 90 Minuten konstant. Wie würden Sie selbst sagen, wo ist der FC Bayern leistungsmäßig einzuordnen? Ja, Sie haben ja gerade das Spiel am Samstag auch angesprochen und da haben wir über weite Strecken wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht. Haben natürlich auch die Räume gehabt, um gegen Dortmund spielen zu können und ich denke, dass wir einen sicheren Aufbau hatten, dass wir kontrolliert gespielt haben, dass wir von Anfang an auch gut aus der Kabine gekommen sind, dass wir konzentriert gespielt haben und dass uns einfach ganz wichtig war, dass wir eine hohe Konzentration an den Tag gelegt haben und keine individuellen Fehler hinten gemacht haben, dass wir da keine Gefahr gelaufen sind, auch in der Anfangsphase unter Druck geraten sind und das haben wir vielleicht
in der zweiten Halbzeit so ein bisschen gespürt, so 10, 15 Minuten, da war es nicht ganz so der Fall gewesen, aber ja, komm, man darf aber immer auch nicht vergessen, dass es immer noch Dortmund auswärts war. Ne? Also. Gegen so eine Mannschaft kann das auch ganz normal sein. Ja. Da haben wir auf jeden Fall besser gespielt, auch als zuvor und haben, glaube ich, einfach die Gunst der Stunde genutzt gegen so einen guten Gegner, wie Borussia Dortmund einfach ist. Auch, glaube ich, eine Duftmarke gesetzt und deshalb sind wir, glaube ich, denke ich, grundsätzlich, was unsere Saison betrifft, außer natürlich beim Pokal aus, total im Soll. Dann vorne wieder Stefan Kumberger für RAN.de. Naja, auch da ist er nur auf die Hälfte eingegangen, aber ist halt, wie es ist. Grüß Sie, Herr Neuer. Hallo. Man merkt ja richtig, wie Sie aufblühen. Man hat es auch nach dem Darmstadt-Spiel gesehen, wie wohl Sie sich gefühlt haben. Und Sie haben aber auch von Rückschlägen erzählt, die Sie im letzten Jahr hatten. War das psychisch deswegen auch so schwierig, weil es keine Verletzung war, die Sie sich beim Fußball zugezogen haben? Hat das für Sie eine Oh, da wird noch mal ein bisschen gekitzelt jetzt von Reporterseite, hä? Rolle gespielt? Nein, eine Verletzung ist eine Verletzung. Ich hatte auch, sage ich mal, emotionale Rückschläge bei meiner Fußverletzung, die ich damals hatte. Und da wartet man einfach darauf, dass man irgendwie grünes Licht bekommt, dass man weitermachen kann, dass man wieder auf dem Platz steht, dass man spielen kann. Und es ist halt eine ganz, ganz schwere Verletzung gewesen, wo ich sehr froh bin, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann. Das muss man ganz klar sagen. Und dementsprechend bin ich. Ja, und dann weicht ja gerade der Skifahren-Frage so aus, oder was? Kann man mal äußern können, nee, wisst ihr was? Solange ich noch aktiv Fußball spiele, denke ich mir das erstmal. Froh, dass ich für die Mannschaft spielen kann, mit den Jungs einfach auf dem Rasen spielen kann und dann auch meine Leistung zeigen kann. Dann hier vorne bitte, Türkisch, ja? Turkish, please. Öncelikle geçmiş olsun. Uzun süren bir Schönen Tag. sakatlık Nach so dönemi einer geçirdiği Verletzung. en özel golcülerinden biri. Icardi, eines der besten Torschützen. Jetzt fangen die wieder mit ihren Icardi-Hype an, Alter. Der wird da ja mehr vergöttert als Messi in Barcelona, Alter. Junge. Hier in Europa, seine Schusstechnik etc. haben sie diesbezüglich einige Übungen gemacht, beziehungsweise haben sich auf den Herrn Icardi konzentriert. Haben sie einige Übungen extra gemacht, weil Icardi kommt. Alter, bleibt mal auf dem Teppich mit eurem Icardi. Was ist denn los, Alter? Junge, wir fragen nur die gegnerischen Gegner auch nicht. Ey, der FC Bayern kommt mit Harry Kane. Hast du da extra ein paar Torwartübungen gemacht? Ja, okay, jetzt habe ich den Namen verstanden. Danke. Genau. Wir wissen natürlich, dass Mauro Icardi natürlich ein super Spieler ist, der unberechenbar ist, der schnelle Abschlüsse hat, der natürlich auch dieses gewisse Etwas hat, auch alles auszureißen und auch ein sehr emotionaler Spieler sein kann und dass er auch einfach ein Schlitzohr ist. Und das haben wir gesehen, auch wie er den Elfmeter gegen Ulle geschossen hat. Er hat keine Angst und ist ein sehr mutiger Spieler und kann mit beiden Füßen abschließen, hat ein. Das ist ja auch völlig richtig. Es redet ja auch keiner davon, dass er ein schlechter Spieler ist oder so. Aber diese Frage so, haben Sie extra dafür trainiert? Haben Sie Ihr Torwarttraining umgestellt oder was? Was ist denn los mit den Leuten? Einfach diesen Instinkt und in der Box ist er halt ein sehr wirklich starker Stürmer und da weiß ich natürlich, was auf uns zukommt. Unsere Innenverteidiger, die Defensive weiß das und es gilt natürlich in erster Linie auf ihn zu achten und ihn versuchen so gut wie möglich auch zu decken und ich weiß auch, was mich erwartet. Linke Seite, Carrie Hau für Sport 1. Hallo Manu. Julian Nagelsmann wird in ein paar Tagen den Kader bekannt geben für die Nationalmannschaft. Gab es da mal einen Kontakt und wie ist auch dein Plan diesbezüglich? Und vielleicht noch eine zweite Frage. Jo Kimmich steht wieder zur Verfügung. Jetzt wurde in den letzten Tagen auch viel diskutiert, ist auch viel Kritik auf ihn eingeprasselt. In Fanforen wird diskutiert, ob der FC Bayern ohne ihn besser spielt als mit ihm. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, zur zweiten Frage kann ich sagen, dass immer viel diskutiert wird, das ist klar und das ist auch immer ein Thema. Aber wenn ich mir eine Mannschaft aussuchen kann und der Jo steht zur Verfügung, dann will ich immer mit Jo spielen. Ja, klar, aber dann bitte auf der Rechtsverteidigerpose hier. Das steht für mich fest und ich bin ein Fan von ihm. Er ist ein Leader, er ist jemand, der auf dem Platz steht, wo du weißt, er hat diesen unbedingten Willen, auch die Spiele zu gewinnen und ich fühle mich immer. Ja, das hat er aber sehr, sehr selten gezeigt, die letzten Monate, Alter.
den unbedingten Willen, wie oft er halt gnadenlos einfach mit untergegangen ist. Also die Aussage fühle ich leider gar nicht. Wohl mit ihm auf dem Platz. Zur anderen Frage bezüglich der Nationalmannschaft. Natürlich stehen wir schon seit längerer Zeit im Austausch, Julian und ich und auch Andreas Kronenberg, der Torwarttrainer der Nationalmannschaft. Und wir haben jetzt auch nach dem Dortmund-Spiel miteinander gesprochen. Und Fakt ist, dass ich nicht zur Nationalmannschaft reisen werde, dass ich einfach die Zeit noch brauche für mich. Das hat natürlich auch medizinische Hintergründe, dass es jetzt noch zu früh kommt, weil es stehen viele Spiele vor der Brust. Es wird bis zum Winter, zur Weihnachtszeit noch einiges anstehen und es ist schon gut, auch für mich ab und zu einfach mal ein bisschen die Wunden zu pflegen. Und ja, sag ich ja, ist halt nicht mehr der Jüngste, da ist halt alles ein bisschen anders. Und zum Thema Nationalmannschaft, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bin sehr gespannt, was der Julian da macht. Weil die letzte Zeit hat sich natürlich jetzt auch das Ding eingespielt da hinten. Dann wieder, keine Ahnung, also bis zur Rückrunde ist er ja schon mal außen vor. Willst du dann irgendwie anfangen zu sagen, ach komm, ich change jetzt nochmal den Torhüter? Weiß ich nicht. Weiß jetzt auch nicht, ob das so wichtig ist. Kommt halt drauf an. Bin ich so da drinne, wie Ter Stegen da irgendwie eine Abwehr anleitet oder nicht oder was. Keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt, was da passieren wird. Ich denke eher, dass ein neuer, wenn dann höchstens, so wie damals Olli als Nummer 2 mitfahren würde. Ich glaube nicht, dass er den wieder ersetzen wird. Aber wer weiß. Mich da wirklich auf mich zu konzentrieren und wir haben ganz offen über alles gesprochen und wir freuen uns, dass es dann im nächsten Jahr der Fall sein wird und dafür werde ich natürlich alles geben. Dann Mitte ganz oben, Torben Hoffmann für Sky. Manu, du sprichst von Baustellen im Körper, also du hast ja schon angesprochen, einmal die Reaktion unten im Fuß, aber was begleitet dich da immer noch nach den Spielen so? Also von welchen Wehwehchen redest du da? Und ich weiß um das gute Verhältnis zwischen dir und Ulle. Wie fühlt man da denn auch, wenn man sieht, dass er dich ja mitunter auch hervorragend vertreten hat und jetzt dann auch wieder ins zweite Glied rutschen muss? Ja, das kann natürlich auch schnell gehen, das ist klar. Ne? Also wir wissen nicht, was in der Zukunft jetzt passiert, wie ich alles vertragen werde. Und wir wissen auch, wenn ich ausfallen sollte, dass der Ulle sofort wieder sein Mann stehen wird. Und ich habe es schon. Das ist ja auch, was ich sagte, ne? Da kommen natürlich jetzt hier die ganzen Bam, 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 Bam Spiele hintereinander. Aber gut, jetzt hat er dann, glaube ich, nur noch 2 Spiele, ne? Dann ist schon wieder Länderspielpause oder was. Da hat er dann auf jeden Fall Pflegezeit. Dann ist noch mal ein Block. Ja, wie gesagt, sollte es mal so sein, dass er echt unbedingt eine Pause braucht, dass der Körper sagt, mach mal langsam. Ja, dann hast halt einen Ulle dahinter, ne? Schon mal gesagt, dass ich auch der größte Ulle-Fan gewesen bin in der Vergangenheit. Und es ist ja nicht seit dieser Saison so, dass der Ulle immer seinen Mann gestanden hat und einen super Job erledigt hat. Sein Mann gestanden, das hört sich an, Alter. Weiß ich nicht. Ein Mann gestanden. Vor allem man redet immer so, als wäre der Ulle irgendwie drittklassiger Torwart oder sowas. Er ist ein guter Bundesliga-Torwart, Alter. Da muss man doch nicht drum herum reden. Ne? Mit internationaler Erfahrung, Alter. Andere Mannschaften wären wahrscheinlich froh, wenn wir Ulle da drin hätten. Ja, mir ist auch klar, wo sein Hamburg Déjà-vu, was er da hatte, das war jetzt nicht so der Burner. Ja, das ist aber auch ein bisschen was anderes, ey. Sondern es war ja schon in den Jahren zuvor einfach immer der Fall gewesen. Ja, und wir sind froh, dass wir ihn als Menschen schon mal bei uns in der Mannschaft haben und natürlich durch seine Leistung sowieso. Ach ja, da habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Ja, was soll er da auch zu sagen, als wenn er jetzt sagen würde, ja, dann nach dem Spiel schmerzt dann das Schienbein, dann schmerzt dies, dann dies und das. Und Alter, dann wird doch eh ein Fass aufgemacht werden, wieder in der Presse, als mit einem Rentner im Tor stehen oder sonst was. Es ist doch nun mal normal. Ja, der macht seit, was weiß ich, 25 Jahren Leistungssport. So, ja. Das ist ja nun mal auch, dass der Körper da Reaktion zeigt. Und wenn du dann noch so eine Verletzung hast und so ein alter Knochen bist, alt in Anführungsstrichen, also als Leistungssportler alt, dann ist das doch völlig normal, also dass er Wehwehchen am Spiel hat. Hier und da 1, 2 Sachen in unserem Alter. Ja. In der dritten Reihe bitte, Heiko Niederer für Bild. 1 weiter Höhe bitte. Ich
hätte noch mal eine Nachfrage zur Nationalmannschaft. Im März wäre es dann für dich tatsächlich auch denkbar, dass du hinreist, aber dich auf die Bank setzt hinter Marc-André ter Stegen? Du hast ja gesagt, aktuell siehst du ihn als Nummer 1. Ist das für dich vorstellbar? Und hat sich jetzt in der ganzen Zeit für dich generell die Denkweise geändert? Wie lange du noch spielen willst, kannst du dir vorstellen? Du hast, glaube ich, mal gesagt, du bist 40. Habe ich nie gesagt, aber ist egal. Ja, doch, ich kann mich erinnern. Das ist nicht ausgeschlossen ist, zumindest bis 40 zu spielen. Also, gibt's da jetzt so eine, wie ist da so deine Denkweise? Nein, also erstmal alles das, was jetzt für mich kommt, das ist sowieso Bonus, das muss ich sagen, auch nach der Schwere der Verletzung. Aber ich bin ja ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ und das weiß ja jeder von uns und ich werde immer antreten, um möglichst zu spielen, das ist klar und ich will der Mannschaft immer so viel geben, wie ich auch kann und möchte natürlich, egal in welcher Mannschaft ich spiele, immer auf dem Platz stehen. Mega gut. Umschifft, aber doch noch einen kurzen Seitenhieb rausgehauen. Ja, Fakt ist, jetzt mal ernsthaft. Soll er da auch zur EM fahren, wenn man ihm sagt, so, du bist nicht der Kapitän, du bist nicht die Nummer 1, Alter. Mein Kapitän ist er ja eh nicht, aber ja, kann er sich den ganzen Klabauк auch schenken. Vielen Dank, Manu. Danke euch. Gleich sind wir zurück mit dem Trainer. Jawohl. Ja, perfekt, Leute. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Über 20 Minuten, da cutte ich das und wir sehen dann bestimmt gleich nochmal 20, 30 Minuten mit dem Coach. War auf jeden Fall mal erfrischend, Manu mal wiederzusehen in der Prika, hat ja auch ein bisschen was erzählt. Man sieht auch, dass er ein alter Hase ist, hat die Fragen geschickt umschifft, die wichtigen Antworten. So ist das. Ne? Das ist ein Business, Alter. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus, hoffentlich morgen auf ein schönes Spiel und wir sehen uns dann im nächsten Video mit dem Trainer wieder. Tschö.